Moin! Warum der Norden so norddeutsch schnackt. Zweiter Teil. Mehr Gesabbel und Gedöns. Haftungsausschluss. Diese Darbietung kann Sprachliches beinhalten, das eine gewisse Abhängigkeit hervorruft. Längerer Kontakt mit norddeutschem Hochdeutsch, plattdeutschen Ausdrücken und Missing-Phänomenen kann unabsichtigte Veränderungen in Aussprache, Wortschatz und Gesprächsverhalten zur Folge haben. Zu den dokumentierten Nebenwirkungen zählen verstärkter Gebrauch des Partikels ne, grammatische Kontamination durch regionale Strukturen, milder Sarkasmus und das impulsive oder gar zwanghafte Spalten gewisser Adverbien. In einigen Fällen kam es zu spontaner Codeswitcherei, plötzlichem Verständnis plattdeutscher Gesprächspartner oder dem unwiderstehlichen Drang, Moin statt etwa Servus oder Grüezi zu sagen. Mit dem Weiterschauen übernehmen Sie die volle Verantwortung für jegliche sprachliche Kontamination oder regionale Charmentwicklung. Zuschauern bzw. Zuschauerinnen aus Regionen südlich der Benrather Linie wird besondere Vorsicht empfohlen. Etwaige Beanstandungen sind schriftlich in dreifacher Ausfertigung und persönlich beim Amtsgericht Klein-Dröhnbüttel nördlich der Benrather Linie einzureichen. Die Bearbeitungsdauer ist ungewiss. Willkommen! Schön, dass du wieder da bist. Und Hut ab, dass du trotz der Warnung vor norddeutscher Ansteckung noch dabei bist. Hast du den ersten Teil dieser kleinen Reihe schon gesehen? Falls nicht, der Link ist unter diesem Video. Schau ihn dir ruhig zuerst an. Oder auf Norddeutsch, guck ihn dir mal erstmal an. Zusammen geben die beiden Videos einen guten Überblick. Danach kannst du dich gerne auf den Weg nach Norddeutschland machen, um Eindruck zu schinden. In dieser Folge gibt's weitere Ausdrücke, Lautbesonderheiten und Grammatikphänomene, die das Norddeutsche so schön schräg machen und dir vielleicht den einen oder anderen Pluspunkt bei Einheimischen einbringt. Im ersten Video hatte ich erklärt, dass das Norddeutsche von einem älteren sprachlichen Substrat geprägt ist, dem Plattdeutschen, das, wie in den Niederlanden, treffender Niedersächsisch genannt werden kann. Es ist das ursprüngliche Idiom der Region. Die meisten Einflüsse kommen über ein Zwischenglied. Eine heute verschwindende Übergangssprache namens Messingsch. Sie beeinflusst im Norden eigentlich alles, vor allem die Alltagssprache. Wer sich das erste Video anschaut, kriegt das besser mit, samt Beispielen. In diesem Video hörst du, wie meine Aussprache ständig hin und her wandelt. Zwischen meinem normalen norddeutsch gefärbten Hochdeutsch über lässigeres, missingsch gefärbtes Hochdeutsch bis hin zum eigentlichen Plattdeutschen, der Großmuttersprache des Nordens. Nummer Butter bei die Fische, das ist Missingsch von Plattdeutsch Nummer Butter bei de Fisch. Das sagt man, um jemanden aufzufordern, zum Punkt zu kommen. Also los! Erstmal ein paar sprachliche Eigenheiten, die ich im ersten Video nicht untergebracht habe. Wenn dir das zu technisch und dröge ist, kannst du ja etwas vorhopsen, denn danach kommen etliche Leckerbissen, norddeutsche Ausdrücke und Redensarten. Ein Kennzeichen der norddeutschen Aussprache ist der fast komplette Verzicht auf den Schwalaut, diesen abgeschwächten Vokal, den man aus dem englischen, französischen und süddeutschen Sprachgebrauch kennt. Stattdessen wird ein kurzes E als E ausgesprochen. Oder es fällt ganz weg. Dann wird der folgende L oder Nasallaut silbisch. Beispiel: Essen, Gabel. Und dann gibt's da noch die sogenannte labiale Attraktion. Nein, nicht diese Art hier. Ich meine die sprachliche Version. Ein mit den Lippen ausgesprochener Konsonant beeinflusst den darauffolgenden. Zum Beispiel haben. Ein kurzes I wird ab und zu einem Ü. Gerundet. Zum Beispiel Bün statt Bin, Sünd statt Sind. Offenbar mögen wir Norddeutschen Lippenrundung. Schmollmund
keine Ahnung warum. Und dann wird gerne nasaliert, sobald sich die Gelegenheit bietet. Im ersten Video hatte ich erklärt, dass kurze Vokale von Sonoranten gedehnt werden. Dazu kommt, wenn danach ein Nasal kommt, wird der Vokal oft auch nasaliert, zum Beispiel in diesem Satz. Der junge Mann hat schon als ganz kleines Kind mit Singen und Tanzen angefangen. Ach, und noch was zur Grammatik. In sehr lockerer Rede zeigt sich das Missing auch im Genitiv, genauer im sogenannten His Genitive, übernommen aus dem Plattdeutschen, wo das Hochdeutsche das Haus des Mannes oder Katrins Buch kennt, sagt man im Norden gerne, wie auf Missing, den Mann sein Haus und Katrin ihr Buch. Warum? Weil es im Plattdeutschen so heißt. Den Mann sin Hus und Katrin er Bok. Soweit der Auftakt. Bereit für den Wortschatz? Da gibt's einige Schmankerln, Gutzle und Leckerli, wie etliche unserer Nachbarn im hohen Süden sagen. Ich fahre direkt mit dem Vokabelteil fort. In derselben Reihenfolge wie in der englischen Version, aber hier und da für Deutschkundige eben etwas kompakter. Einen Link zur englischen Version findest du übrigens unten. Feudel. In meinem Elternhaus Feul ausgesprochen. Ein Lappen zum Aufwischen. Aus dem Plattdeutschen. Auf Hochdeutsch Aufwischtuch. Man kann auch Verben daraus machen. Feudeln. Auffeudeln. Hier kommt's nicht rein, ich bin gerade am Feudeln. Ausbüchsen, entkommen, abhauen, ausreißen. Kommt von Plattdeutsch Utbüchsen. Böks bedeutet Hose. Ausbüchsen sagt man besonders im Zusammenhang von Kindern oder vielleicht Haustieren. Ja, so ein Lütten Schiedbüdel reißt ja gerne mal aus, mit oder ohne Büchs. Die Lütte ist ein richtiger Wüpsterd. Die büchst in einer Tour aus. Wüpsterd bezeichnet einen lebhaften Menschen, der nie still sitzt. Eigentlich bedeutet es Bachstelze, wörtlich Wippschwanz. Auf Platt ist das Verb wüppen. Ja, wieder mit einem Schmollmund ausgesprochen. Sterd bedeutet Schwanz auf Plattdeutsch. Schnökern, naschen, meist Süßes, manchmal heimlich. Was schnökert man? Schnökerkram. Es kommt von Plattdeutsch snökern und snökerkrom. Könnte es da einen Zusammenhang mit Englisch sneak geben? Die Jungs haben mal wieder heimlich geschnökert. Wo haben die bloß all den Schnökerkram her? Schmökern. Das bedeutet genüsslich lesen. Der Lesestoff heißt Schmöker. Das ist Plattdeutsch und beruht auf Smoke, was Rauch bedeutet, verwandt mit Hochdeutsch Schmauch und selbstverständlich Englisch Smoke. Smoker bedeutet zudem Raucher auf Plattdeutsch. Stell dir bildlich vor, ein Raucher mit einem Wälzer am ebenso qualmenden Kamin. Bei dem Schiedwetter bleib ich zu Hause und schmöker. Eien bedeutet streicheln und kommt aus dem Plattdeutschen, hergeleitet vom altbackenen Ausruf Ei, der ja alles Mögliche bedeuten kann, in diesem Zusammenhang allerdings Positives. Du musst deinen kleinen Bruder aber ganz vorsichtig ein. Verdödeln. Wenn du was verdödelst, verpasst oder vergisst du was durch Trödelei. Platt Dödelei für Trödelei. Oma, was hast denn jetzt wieder verdödelt? Klamüsern. Bei mir zu Hause sagten wir immer Klamüstern. Diese Verben bedeuten sowas wie grübeln, um etwas auszuknobeln. Es muss mit niederländisch klamöseren zusammenhängen, was allerdings eine Art Schreien bedeutet. Wer schreit da und warum? Vielleicht Frustgeschrei beim Grübeln? Und bei unseren Nachbarn im Westen ist ein Klamöserer ein Würgervogel. Würgervogel?
Auch das noch. Auch kein besonders hübscher Name, ne? Hoffentlich handelt es sich beim niederländischen Klamöseren nicht um Würgegeschrei. Ja, ich weiß nicht, was für einen Zusammenhang es da gibt. Oder hat es etwas mit Mäusen, Mäuse zu tun? Aber wer schreit da, der Vogel oder die Mäuse? Er kann das einfach nicht ausklamüsern. Tüdeln, tüdern. Ursprünglich bedeutet dieses aus dem Plattdeutschen übernommene Verb sowas wie binden oder schnüren. Vertüdeln oder vertüdern bedeutet verheddern. Übertragen wurde das zu Quatsch erzählen oder rumspinnen. Lautlich könnte Tüdern einen Zusammenhang mit Hochdeutsch zaudern haben, aber semantisch? Ich weiß nicht. Zaudern ist erst seit dem 16. Jahrhundert schriftlich erfasst und die Herkunft ist ungewiss. Wer hat denn jetzt wieder die Wolle so vertüdelt? Wenn der erstmal anfängt, hört er nicht auf zu tüdeln. Abkönnen bedeutet vertragen können, meist negativ, nicht abkönnen. Das kann sich nicht nur auf Speise beziehen, sondern auch auf Handlungen, Einstellungen und Charaktere. Pikantes Essen kann er einfach nicht ab. Büdel, das ist Plattdeutsch für Beutel. In etlichen Komposita bezeichnet es einen Menschen. Sabbelbüdel, Schwätzer. Von Sabbeln viel reden. Dröhnbüdel, Langweiler. Von Dröhn, lange reden. Windbüdel, ein Luftikus. Schiedbüdel, Kleinkind oder auch Windel, keine Erklärung notwendig. Karl und Fide sind echte Sabbelbüdels. Schieder, niedlich gemeint, bezeichnet kleine Kinder oder andere liebe Menschen. Lieber nicht Fremde so anreden. Es kommt aus dem Plattdeutschen. Das hochdeutsche Gegenstück käme als weniger niedlich rüber. Och, komm doch mal her, mein Schieder, du. Bangböks, Angsthase, wörtlich Angsthose. So ne Bangböks büchst ja gerne aus, ne, mit oder ohne Büchs. So'n Bangböks und guckt trotzdem immer Gruselfilme. Swutsch kann man nicht alleinstehend benutzen. Die Standardphrase ist auf'm Swutsch. Ursprünglich bedeutete dieses plattdeutsche Wort Gerte, wie zum Beispiel eine Reitgerte. Es hat auch was mit hierhin und dahin zu tun, vielleicht mit einer biegsamen Gerte verwandt. Genauso verhält es sich beim englischen Verwandten Switch. Switch ist eben Switch, aber mit einem Schmollmund. In früheren Zeiten kam dann bei Open Switch die Bedeutung auf der Wildbahn irrend hinzu. Heutzutage bezeichnet es eine Kneipentour. Jeden Sonnabendabend gehen die Jungs auf den Switch. Big Beeren. Die heißen anderswo Heidelbeeren oder Blaubeeren. Warum sie im Norden Big Beeren heißen? Da gibt's nur Vermutungen. Ich erinnere mich gern an die wilden Big Beeren meiner Kindheit. Damals hat man noch wilde Big Beeren sammeln gekonnt. Fliederbeeren. Trotz Flieder bedeutet es Holunderbeeren. Auch platt sind es Vlederbeeren. Plattdeutsch Vleder wie niederländisch Vlier, früher Vlieder, bedeutet Holunder. So hat das Deutsche es als Flieder übernommen und die Bedeutung später geändert. Also nicht dem Plattdeutschen die Schuld geben, bitte. Die Pflanze, die man heutzutage auf Deutsch Flieder nennt, heißt auf Platt Sirene und auf Niederländisch Sering. Aber den Namen der Beeren, der Holunderbeeren, hat man im Deutsch des Nordens aus dem Plattdeutschen übernommen. Abends haben wir oft heißen Fliederbeersaft gekriegt. Rundstück bedeutet Brötchen, nicht unbedingt ein rundes. Und die in Hamburg und umzu sind zumeist oval. Man liebt sie zum Frühstück. Das Wort kommt aus dem Plattdeutschen, von wo aus es erst ins Dänische als Rundstücke gelangte, dann ins Norwegische als Rundstykke. 2 Rundstück-Spezialitäten liebt man im Norden ursprünglich auch aus Hamburg und umzu. Rundstück warm,
Rundstück mit warmer Soße, vielleicht mit einer Scheibe Fleisch. Das Fischrundstück, heutzutage immer öfter Fischbrötchen genannt, ist ganz einfach Fisch oder Garnelen auf Brötchen. Sonntagmorgen gibt es bei uns immer Rundstücke. Berg, ja, auch wir im Norden haben Berge, obwohl Süddeutsche sie als Hügel oder leichte Anhöhen erkennen würden. Alles relativ, ne? Auf Plattdeutsch Bach. Und dann immer wieder mit dem Schlitten den Berg runter. Moors, ja, so bezeichnet man den Hintern. Kommt vom Plattdeutsch Moors, wohl in früheren Zeiten als am Ors verbandelt. So kann man auch gewisse Menschen nennen, doch wohl lieber hinter deren Rücken. Der berühmte Hamburger Wasserträger Hummel beschimpfte die ihn hänselnden Schlingel allerdings direkt mit Moos, Moos. Das ist komischerweise auch heute noch ein Gruß unter Hamburgern in der Ferne. Einer ruft Hummel, Hummel und der andere antwortet Moos, Moos. Frag nicht warum. Hamburger marschieren im eigenen Takt. Kann's nix beimachen. Der sitzt Tag und Nacht auf dem Moors und guckt YouTube. Bregenklöderig. Das kommt aus dem Plattdeutschen und bedeutet wörtlich hirnrasselig. Den Rest kannst du dir wohl ausdenken. Och Mensch, bist ja wohl bregenklöderig. Ja, wieder die berüchtigte Lippenrundung. Ein Schmollmund? Mucksch. Und wo wir schon vom Schmollen reden? Mucksch. Dieses aus dem Plattdeutschen übernommene Wort kommt vom Nomen Muck, also Mucke. Mucksch ist man, wenn man sich beleidigt oder anderweitig schlecht behandelt fühlt und in einer miesen Stimmung ist, also eingeschnappt. Die ist mal wieder Mucksch. Warum, weiß ich auch nicht. Fünsch, noch ein Level drüber. Jetzt ist jemand richtig sauer, wütend sogar. Herkunft, platt, Fiend, Feind. Und sch, wie ich auf Hochdeutsch. Also feindisch oder feindlich. Aber da ist ja schon wieder der Schmollmund. Siehst du, wir Nordlichter können's nicht lassen. Werden wir etwa deswegen von bösen Zungen Fischköpfe genannt? Was ist denn jetzt wieder los? Unsere Oma ist ja total wünsch. Ramdösig. Hoffentlich wirst du vom Informationsschwall in diesem Video nicht ramdösig. Was bedeutet dieses plattdeutsche Wort? Benommen, überreizt, geistig überfordert. Rammen und dösig, von dösen, geistig nicht ganz da sein. Hast du schon mal Böcke ihre Köpfe gegeneinander rammen gesehen? Da verstehst du, warum so ein Widder auf Englisch Ram heißt. Der Verlierer sieht dann ganz benommen aus und fällt womöglich noch um. Ja, der ist echt ramdösig. Der Krach, da wird einer ja richtig ramdösig bei. Ja, und Krach sagt ein waschechter Norddeutsche lieber als Lärm. Eisch, apropos Krach, den machen Eische Kinder gern und noch anderen Unfug und Schabernack, die Lüttenschlingel. Wer Eisch isst, kriegt kein Ein, keine Streicheleinheiten. Vielleicht ein Swutsch vom Weihnachtsmann. Ja, da ist er wieder, der altbackende Ausruf Ei, aber diesmal nicht aus Entzücken, sondern aus Empörung. Der darf heute nicht butschern, war den ganzen Tag Eisch. Wie ich in der ersten Folge erklärte, bedeutet Butschern sowas wie draußen spielen, vielleicht sogar umherstreunen und die Nachbarschaft Eisch mit Krach, Unfug und Schabernack unsicher machen. Dröge, dröch, das ist Plattdeutsch für trocken, auch im Sinn von zu sachlich und nicht unterhaltsam genug. Als Alternative zu Standarddeutsch trocken verleiht das Wort oft einen verächtlichen oder lustigen Ton. Meine Mutter, in seligem Gedenken, zog dabei immer einen hässlichen Mund und runzelte verächtlich die Stirn. Ihre Vorlesungen sind mir einfach zu dröge. Gnaderig, gnadelig. Tja, wenn man gnaderig oder gnadelig ist, ist man ziemlich unangenehm und gewinnt wenig Freunde, wenn es zum Dauerzustand geworden ist. Es ist Plattdeutsch für knurrig, ursprünglich vom Verb gnan, knurren. Hier musst du bedenken,
dass im authentischen Plattdeutsch das Zungen-R und das D oder T sehr ähnlich klingen und oft miteinander verwechselt werden. Also sollte es eigentlich gnarrerig oder gnarrelig heißen. Aber ich will mich nicht beschweren, da ich kein Gnadderbüdel bin. Die nebenan kann ich nicht ab. So gnadderig ist die. Figelinsch, das bedeutet fummelig, knifflig, tüftelig. Es ist eine Ableitung von Vigelin, Violine. Geigen ist eben nix für Grobmotoriker. Die hat was weg. Rein nix ist der zu Vigelinsch. Mittenmang, das kommt auch aus dem Plattdeutschen und bedeutet mittendrin. Mehr als nur unter. Das heißt auf Plattdeutsch Mang und ist mit Englisch among verwandt. Entfernter mit Hochdeutsch Menge. Och, guck mal, mein Teddy mittenmang all den Kram. Und umzu klingt fast erfunden, ist aber echt. Bedeutet und drumrum oder und Umgebung. Das Plattoriginal ist und im Tau. In Hamburg und umzu ist ein Zugereister ein Quittche. Und jetzt noch was. Wörter, die uns nördlich dann irgendwie südlich vorkommen. Klar, durch Schule, Medien und ständige Durchmischung benutzen auch viele Norddeutsche heute Ausdrücke, die früher eher südlich klangen. Aber manchen Wörtern merkt man ihre Herkunft immer noch deutlich an. Und so manche von uns im Norden meidet sie instinktiv. Halt, in der Bedeutung von eben oder nun mal. Für viele im Norden klingt halt eben immer noch sehr südlich. Wenn ich einen Norddeutschen das sagen höre, möchte ich sagen, was ist denn mit dem los? Wir sagen, wie gesagt, lieber eben, aus gutem Grund. Platt hat eben. Südlich, so ist es halt. Nördlich, so ist es eben. Dort klingt eher nach Schriftsprache oder Süden. Im Alltag sagen wir einfach da oder dor, wenn's platt sein darf. Südlich, dorthin fahre ich morgen. Nördlich, da fahre ich morgen hin. Fort für weg klingt im Norden altertümlich und theatralisch. Wir sagen einfach wie auf Plattdeutsch weg. Südlich, ich muss morgen wieder fort. Nördlich, ich muss morgen wieder weg. Jemand, einer. Im Norden sagt man oft einer, wo im Süden jemand gebraucht wird. Auf Platt heißt es ein. Südlich, das hat mir einmal jemand gesagt. Nördlich, das hat mir mal einer gesagt. Dann, denn. Im Plattdeutschen übernommen sagt man im Norden oft denn statt dann, obwohl das im Hochdeutschen sonst weil bedeutet. Südlich, dann bin ich heim. Nördlich, dann bin ich nach Hause. Schauen, gucken. Schauen klingt südlich oder gehoben. Im Norden guckt man oder guckt ganz einfach. Ja, es fängt in der Aussprache mit einem K an. Warum? Platt, kicken. Südlich, schau einmal. Nördlich, guck mal. Bekommen, kriegen. Standard ist bekommen. Im Norden klingt das etwas förmlich. Wir sagen lieber kriegen. Dazu wird es auch oft wie auf Platt konjugiert. Ich krieg, du kriegst, er kriegt und ich hab gekriegt. Südlich, von mir bekommst du nichts. Nördlich, von mir kriegst nix. Werfen, schmeißen. Werfen ist Standard, aber im Norden sagt man stattdessen gern schmeißen, wie platt smieten. Das ist nicht unbedingt immer so wuchtig, wie es klingt. Man kann unter Umständen jemanden einen Ball zuschmeißen, ohne dass er davon ramdösig wird. Südlich, wirft das Zeug nur weg. Nördlich, schmeißt den Krammann weg. Norddeutsche Redewendungen, charmant und kernig. Jetzt noch ein paar feste Redewendungen, die so richtig nach Norden klingen. Auf dem Damm sein. Ja, wenn's im Norden nicht so viele Dämme und Deiche gäbe, gäbe es weitaus mehr nasse Füße und Erkältungen. Wenn man auf dem Damm ist, geht es einem gesundheitlich gut. Das kommt von Platt, up'm Damm. Normalerweise sagt man wieder auf dem Damm, wenn jemand genesen ist. Nördlich ist Opa nur wieder auf dem Damm. Südlich
Ist Opa jetzt wieder auf den Beinen? Wat mut, dat mut. Was sein muss, muss sein. Platt durch und durch. Funktioniert auch mitten im Hochdeutschen als Farbtupfer. Sonst kann man auch, was muss, das muss sagen, damit die Quitschis es besser verstehen. Nördlich. Wieder auf der Arbeit? Tjo, wat mut, dat mut. Südlich. Wieder zur Arbeit? Ja, was sein muss, muss sein. Doch nicht für. Das ist wortwörtlich aus dem Plattdeutschen übersetzt. Doch nicht für. So reagiert man generös, wenn sich jemand bedankt, also dafür nicht. Nördlich, danke, doch nicht für. Südlich, danke, nichts zu danken. Muscha, Abkürzung von muss ja, Ausdruck norddeutscher Gefasstheit, Untertreibung, Pragmatismus. Kann alles bedeuten von es muss eben oder südlicher, man muss halt, bis alles gut. Nördlich, wie geht dir das, Muscha? Südlich, wie geht es dir? Geht schon. Ne, die Krönung der norddeutschen Satzendungen funktioniert wie nicht wahr, gell, n'est-ce pas, right, nur eben norddeutsch. Gibt's im Platt genauso wie im nördlichen Hochdeutsch. Das ist ein Schiedwetter, ne? So ist das, ne? Und das gibt's sogar am anderen Ende Eurasien, im Japanischen, mit der gleichen Bedeutung. Hidoi tenki desu ne? So nan desu ne? Ziemlich cool, ne? Na, wie hat dir dieser kleine Streifzug durch den oft grauen Norden und seinen putzigen Idiom gefallen? Hat sich schon was abgefärbt? Willst du mehr davon? Hast du Vorschläge oder eigene Lieblingsausdrücke? Dann schreib's mir doch bitte in den Kommentaren. Gerne auch, woher du kommst. Und wie immer, liken, abonnieren, weitersagen. Bis zum nächsten Mal. Und denk dran, bleib auf dem Damm. Tschüss.